Sein Lieblingsfeindbild sind die Oberpfälzer. Otti Schmelzer. Seit gefühlt immer ist er bei der Fasnacht in Franken dabei. Pfalz-Höchheim feiert ihn seit Jahren. Entschuldigung, wenn ich Gefühle verletze. Aber ich bin ein Wunderkind. Ich habe mit 3 Jahren schon den gleichen Verstand gehabt wie heute. Otti ist im Landkreis Haßberge daheim, kommt aus dem Steigerwald. Dort übernahm er die Rebflächen seiner Eltern. Viele Berufe erlernte der Tausendsasser. Als Straßenwärter ist er genauso unterwegs wie in Oberschwabach, wo er eine eigene Bühne hat. Das aber ist Otti nicht genug. Im BR-Fernsehen tritt er in Daheim ist Daheim auf. Da spielt er sich selbst, Otti Schmelzer. Und jetzt höchst selbst und live aus Franken. Otti, servus via Skype. Servus. Ich kann mich noch gut erinnern, im vergangenen Jahr haben wir uns nach Fasnacht in Franken getroffen, als alle Anspannung abgefallen ist. Normalerweise ist ja jetzt die Nervosität vor der großen Show, aber jetzt habt ihr schon alles im Kasten. Wie war's denn? Ja gut, es sind andere Gefühle. Ich sage jetzt komischerweise jetzt, am Freitag sitzt du vorm Fernsehen und siehst dann eigentlich die Sendung, wo dann live ist. Es ist schon, ist was ganz anderes. Und ich nehme mal stark an, dass es auch ganz anders war für dich in der Vorbereitung, weil wir haben jetzt ein paar Ausschnitte gesehen, wie es sonst ist. Du arbeitest ja viel mit dem Publikum, da kommt viel zurück, die Lacher, die Reaktionen. Bist da ganz anders rangegangen diesmal? Ja, im Prinzip ist eigentlich die Vorbereitung die gleiche, aber du weißt schon, du kannst natürlich Passagen, wo du normal das Publikum mit einbindest, kannst du ausschließen. Aber dennoch habe ich ein paar musikalische Sachen dabei. Aber ist natürlich eine andere Qualität, wenn du vor Live-Publikum auftrittst. Vor allem, wenn das Live-Publikum auch Polit-Promis sind und du natürlich da deine Spitzen anders abschießen kannst. Aber Spitzen, die wirken dann auch übers Fernsehen, oder? Wie hast du das gedacht jetzt am Freitag oder jetzt für die Aufzeichnung? Ja, also ich habe mir gedacht, also der Herr Söder ist ja kurz vor der Heiligsprechung und da muss er auch einmal einen Seitenhieb vertragen. Das auf jeden Fall. Da ist schon was dabei, wo ihn ein bisschen hüpfen lässt. Also du sagst, der Ministerpräsident kurz vor der Heiligsprechung. Wie selig bist denn du mit dem, was ihr da jetzt gemacht habt? Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie war denn die Aufzeichnung unter höchsten Hygienemaßnahmen? Ja, ich sage jetzt einfach, da sprichst du große Worte gelassen aus. Du wirst jeden Tag oder alle 2 Tage getestet. Es sind unheimliche Sicherheitsvorkehrungen. Aber es ist einmal das Karma. Du siehst deine Kollegen wieder und die Familie, Fasernachtsfamilie. Ja, es würde ein Baustein fehlen, wenn es nicht gewesen wäre. Und da schauen ja, Fasnacht in Franken schauen jedes Jahr Millionen von Menschen in ganz Deutschland zu. Jetzt ist es wichtig, dass es am Freitag stattfindet, schon allein aus Tradition. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dieses Herzblut von euch Künstlern. Wie tretet ihr denn sonst auf oder ersetzt eure Auftritte? Was habt ihr denn da gemacht? Ja gut, viele machen über Facebook oder über so Geschichten oder YouTube. Ich persönlich nicht. Ich habe natürlich, bei der ersten Pandemie habe ich immer mal was reingesetzt, eben damals eben mit dem Klopapier-Hype, aber ist es jetzt natürlich nicht eine Live-Auftritte, also das ist alles eine brotlose Kunst, aber eines ist wichtig, dass man seinen Humor nicht verliert. In Sachen Humor, jetzt hast du ja auch ein bisschen die Bühne gewechselt, aber auch mit Humor, haben wir vorher auch kurz im Zuspieler gesehen, du warst bei Daheim ist Daheim. Wie war denn da der Dreh und wie hat denn das Spaß gemacht? Also es war ein Traum. Du wirst aufgenommen, das ist auch wie eine Familie, also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und hat natürlich, es ist ein anderer Reiz, wie wenn du als Kabarettist auf der Bühne stehst. Und es ist auch Stress, aber gesunder Stress. Jetzt ist das natürlich, daheim ist daheim, Lansing in Oberbayern, aber der Apotheker ist ein Franke, der Bamberger. War da sofort eine Nähe da oder wie muss man sich das vorstellen als Fan? Ja, also es war,
wie gesagt, ich habe es schon vorher gesagt, ich bin wunderbar aufgenommen worden und wir haben uns auch sehr gut verstanden. Also das war eine Symbiose. Und das läuft jetzt natürlich auf. Daheim ist daheim läuft jetzt auf fast nach den Franken hin. Jeden Tag wahrscheinlich ein bisschen was mit dir dort in Lansing. Und wo schaust du dir dann am Freitag das an, was du normalerweise live immer in den Mainfranken-Sälen erlebst? Die große Sendung, 20:15 Uhr Freitagabend. Wo bist du denn da? Ich schaue das mit meiner Lebensverschönerin an, in aller Ruhe, mit einem Gläschen Sekt in der Hand, mit der Pappnase auf der Nase und ein paar Luftschlangen um den Hals und genieße es. Denn ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe ja die einzelnen Auftritte meiner Kollegen nicht gesehen und da bin ich äußerst gespannt. Otti Schmelzer, vielen herzlichen Dank live und am Freitag ist er natürlich bei Fastnacht in Franken.